Spannend an dieser Geschichte ist, dass nur der Samuel von Gott angesprochen worden ist. Es gibt also auch Momente in deinem Leben, wo Gott einfach gerade nur zu dir reden will. Das ist dann wie eine Stimme oder wie ein Gefühl, das Gott dir aufs Herz legt und sonst niemand anderem. Wenn du spürst, dass Gott mit dir reden will, dann darfst du wie der Samuel sagen, ich bin da und höre zu, was du mir zu sagen hast. Du darfst dich freuen, weil es gibt Sachen auf dieser Welt, die Gott extra für dich parat hat und das nur mit dir möchte tun. Hallo Hops, bist du am Apparat? Oder am Becherli? Hörst du mich? Laut und deutlich, es funktioniert. Das habe ich dir doch gesagt. Aber wie funktioniert denn das? Es sind doch nur 2 Becherli und eine Schnur. Jetzt haben wir doch die 2 Becherli mit dieser Schnur verbunden. Wenn die Schnur gespannt ist und ich in mein Becherli reinrede, dann leitet die Schnur den Ton und du hörst es in deinem Becherli. Eben gerade wie ein richtiges Telefon. Also Lila, erzähl. Wie geht's, wie steht's? Was machst du und was machst du nicht? Also Hops, es geht mir gut. Jetzt bin ich gerade am Telefonieren und zwar mit dir. Und das Fakt, bevor ich dir angerufen habe ich noch Aufgabe machen. Das Bild fertig anmalen. Hast du das übrigens schon gemacht? Ja sicher, wir haben es ja zusammen gemacht. Ja genau. Noch vorher habe ich das Mittag gegessen. Die Mama hat einen Nussauflauf gemacht. Den habe ich mega gerne gehabt. Was hat es bei dir gegeben? Blöde Frage. Denkst du das Gleiche? Und noch vorher war ich in der Schule. Dort mussten wir zuerst Schneckenhäuschen zählen. Dann haben wir über das Bild geredet, das wir daheim ausmalen mussten. Das weiss ich, ich war ja dabei gewesen. Lila und Hops haben zusammen Telefönderlis gespielt, von zuhinterst im Gang bis zuvorderst im Gang. Mit Gott funktioniert das immer. Er läutet an, wir antworten und dann redet er mit uns. Oder du läutest an, er antwortet und dann redet ihr zusammen. So einfach ist das. Probier es doch aus und gib nicht auf, wenn du am Anfang noch gerade nichts hörst. Gott ist immer am Telefon. Im Jeremia Kapitel 33, Vers 3 steht: «Ruf zu mir, dann will ich dir antworten und dir grosse und geheimnisvolle Sachen zeigen, von denen du noch gar nichts weisst.» Also tschüss Lila, hat gefällt mit dir zu plaudern. Tschüss Hops, bis ein anderes Mal.